Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, wir könnten hier nochmal einen kleinen Bruch landen und könnten die Betbrüder hier erstmal ausrauben. Ja, da hat eine Truhe, das lässt sich wahrscheinlich nur mit seinem Schlüsselöffner. Links, 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 rechts, rechts. Ja, ein bisschen was können wir durchaus erbeutern. Ja, dafür, dass er enthaltsam leben, sollen sie aber wirklich mit wenig auskommen, die Sache. Deswegen, die sollen mal lernen, wie sie ohne ihr ganzes Zeug, ohne ihr Habe zurechtkommen. So, was haben wir dann da noch? Das ist, glaube ich, einfach nur so ein... Ah, ne, das sind dann die Magierräume. Die Novize haben die etwas bescheidenere Zimmer und die Magier haben die durchaus etwas größere Zimmer. So, da können wir hier noch speichern. Gehen wir mal in die Magierzimmerei. Da können wir jetzt im Sessel hockt, haben wir gewonnen. Okay, ja, die Magier haben hier so schönes Doppelzimmer. Das könnte für die Brüder aus der Bibliothek sein. Haben auch ein ziemlich schickes Bett und müssen sich nicht so Besekammer mit zwei anderen Leuten teilen. Also die scheinen es recht gut zu haben, die Magier. Ja, das ist sogar nicht verschlossen. Sehr schick. Äußerst praktisch. So. Dann ist irgendwie auch keine Musik zu hören. Ah doch, okay, die teilen sich doch zu dritt hier einen Raum. Okay, aber wenigstens haben sie hier große Tafel, wo sie speisen können. Sie haben zwei Sessel und jeder hat sein eigenes Bett und das ist auch noch nicht dicht an dicht. Insofern, ich finde, die haben schon einen gewissen Luxus hier, die Magier. So, hier können wir nochmal speichern. Also, es lohnt sich schon, Magier zu sein. Rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts. Rechts, links, links, rechts, 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 links. Okay, großer Feuerball. Und dann haben wir, glaube ich, noch Skelett erschaffen und ein paar große Mana-Tränke. Sehr schön. Also, man sieht, es lohnt sich hier, die Betbrüder nochmal zu bestehlen. So viel kann ich wohl garantieren. So, wie schaut es dann hier aus? Links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Okay, 45 Gold. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das lohnt sich. Okay, 3 Magier, 3 Truhe. Und eine kleine Privatbibliothek kennen sie auch noch. Also, ich würde sagen, denen geht's ja echt gut. Die riese Privatsphäre haben sie jetzt natürlich nicht, die Magier. Aber es ist eigentlich echt in Ordnung, finde ich. So, dann gucken wir uns nochmal da ein bisschen um. Ich bin jetzt nicht sofort zur Pyroka. Ich meine, ich bin jetzt das erste Mal im Kloster. Da will ich mich auch gescheit umgucken. Und ich glaube, das ist noch so ein Genau. Da ist die Weinkälterei, aber da kann ich derzeit von den Leuten nichts kaufen. Das sind wieder so Novizeräume, 4 Bette. Ja, ziemlich erbärmlich hier der Zustand. So, wir speichern. Wir rahmen deine Betbrüder jetzt auch nochmal hier die Truhe aus Argon. Ich glaube, das wäre der Raum gewesen, wo ich als Novize hätte pennen dürfen. Der hat nix. Ein namenloser Novize und ein namenloser Novize. Okay, so. Links, rechts. Sehr schön. Dolch und 20 Gold. Dann klaue ich euch namenloser halt noch euer ziemlich armseliger Habe. Und hier... Da ist nicht mehr... Okay. Gut. Naja, die paar Goldmünze waren jetzt nicht unbedingt wert, aber wenigstens habe ich keinen Dietrich dafür verschwendet. So. Hier wieder raus. Und so. Dann geht's da in der Keller runter. Da wird dann das Alchemielabor sein, glaube ich. Da sind noch ein paar Novize. Die haben aber keine Truhe bei sich. Nicht modest, die arme Schweine. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Allerhaupt. Dann sind hier noch ein paar Magier untergebracht. Das sollte ich auch nochmal. Also im Kloster habe ich jetzt, glaube ich, die wenigste Rechte neben der Söldner von Onas Hof. Also als Stadtwache-Typ bin ich jetzt auch nicht so unbedingt arg sehr. Als Ritter wäre das wieder was anderes, aber als Stadtwache-Mensch nicht so. Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links,
rechts, links, rechts, links, links, rechts. Gut, wenigstens wacht er nicht gleich auf, wenn der Dietrich abbricht. Gorax. Ich glaube, das ist der Typ, der in der Weinkälterei arbeitet. Der dürfte auch ein Händler sein und Zeug für uns parat haben. So, dort drüben ist noch ein Magier-Truhe. Die haben zwar keinen Kamin, aber dafür haben sie da Rednerpult. Auch nicht schlecht. So, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Sehr schön. Dann haben wir ein paar Tränke. Das sind halt die große Mana-Tränke hier, vor allem leider Geheiltränke. Aber wir können jetzt noch einmal einfach mal so reinstolzieren und können mal mit dem Hansel sprechen, ob der uns Zeug verkauft. Ich glaub's zwar nicht, aber wir können hier auf Nummer sicher gehen. So. Gut, geklaut haben wir jetzt hier, so gut es ging. Dann speichern wir hier gerade noch einmal. Gehen mal rein. Servus, wacht er natürlich sofort auf. Der alte Gori. Was suchst du? Okay, der will nicht, dass wir hier sind. Na bitte, geht doch. Okay, dann nehmen wir hier wieder auf. Da hat die Stimme von Xardas gehabt, so nebenbei. So. Dann muss es nicht sein, dass er das mitkriegt. So. Ich will aber nochmal in den Keller runter, falls ich darf. Und mag da nochmal mit dem Leitverzähler. So. Da ist nämlich das Alchemielabor. Neoras, von dem kann ich nämlich Tränke brauen lernen. Buchkommode. Tränke heilender Kraft und ihre Zutaten. Ja, das muss ich jetzt an vorlesen. Habe ich, glaube ich, sogar schon mal. Und hier. Das wird wahrscheinlich für die Mana-Tränke. Genau, Tränke magischer Kraft. Okay. So. Kann ich von dir was lernen, Hey, oder muss du. ich dafür auch Magier Was? sein? Was ist los? Warum störst du mich? Siehst du nicht, dass ich gerade an einem äußerst komplexen Experiment arbeite? Nein. Ich wollte dich nicht stören. Das hast du bereits. Also, was willst du? So. Kann ich bei dir lernen? Ich gebe mein Wissen nur an Angehörige unserer Kirche weiter. Ja, war klar. Okay, dann hier. Kannst du mir einen Trank brauen? Zweifelst du an meinen Fähigkeiten? Ich kann jeden Trank brauen. Gut. Nicht so schnell, du Gut. müsstest mir natürlich die Zutaten liefern und eine kleine Aufwandsentschädigung sowie das Material bezahlen. Wie viel verlangst du? Für das Brauen selbst bekomme ich 10 Goldstücke. Okay, das ist günstig. So. Braue mir. Hier. Braue mir einen Trank der Geschwindigkeit. In Ordnung. Hast du die Zutaten und das Gold? Ja, hier. Gut. Ich werde dir jetzt gleich einen Trank geben, dann musst 10 du nicht so lange Gold. warten. Feldknöterich und Snapperkraut. Dann Braue hier. mir einen Mana-Extrakt. In Ordnung. Hast du die Zutaten und das Gold? Ja, hier. Gut. Ich werde dir jetzt gleich einen Trank geben, dann musst Bla bla bla. Feuerkraut. Und Braue mir einen Extrakt der Heilung. du... In Ordnung. Ja, brauche ich dann Gut. Heilwurzel und noch was. So. Und Feldknöterich, glaube ich, noch. Na egal. Auf jeden Fall hat er mir was Schönes gebraut. Extrakt. Ah ne, Heilkraut ist es dann, genau. So, schick, schick. Sieht doch ganz gut aus. Leider kann er mir keine attributssteigernde Tränke brauen. Das wäre ja zu schön gewesen. Da musste ich, glaube ich, Ohne den rein, richtigen Schlüssel krieg ich das nie auf. dass ich der heilige Hammer von Ohne den Innos richtigen krieg, Schlüssel krieg ich das nie auf. damit ich den Golem fertig machen kann, weil bei dieser Prüfung des Feuers ist ein Golem mit dabei. Genau, da habe ich dann dort den Novize, der hier normalerweise rumgelungert hat. Den musste ich mit Schlaf fertig machen und dann musste ich in die Kammer hintragen gehen. Genau. Und musste dann den heiligen Hammer holen. Hier war normalerweise ein Novize, denn der hier, der Garvik. Dann konnte ich hier heiliger Hammer mir holen, um den Golem zu zerschlagen mit dem Schlag. So, hier speichern wir an nochmal und gucken mal, ob der Innos wenigstens ein bisschen Attribute springen lässt, wenn wir beten. Ja, Geschicklichkeit plus 1. Danke, Innos. So, 38 Geschick. 0 Uhr 40 Hämmers. Okay, schade. Hätte ich vielleicht früher kommen sollen. Und da kommen wir leider noch nicht hier. So, Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um. Talamon. Ja, da kommen wir leider noch nicht durch. Das ist erst später gestattet. Da sind dann nämlich die richtig heilige Sache gelagert. Und auch die coole Bibliothek ist dort, die Geheimbibliothek. So, also großartig weit kommen wir jetzt hier leider im Kloster nicht. Und viel gibt's auch nicht
mehr großartig anzugucken. Und da wir kein Paladin sind, können wir hier leider auch nichts lernen. Das heißt, wir gehen mal in die Kirche rein und gehen mal hier zum Hohen Rat der Feuermagier. So. Ja, goldener Kelch hätte ich mir schon gern holen. Ja, das ist, glaube ich, der Umgängliche, der Ulta. Der links, das ist der Spießer und der ganz vorne ist Pyrokar, das ist der Chef. Kann ich überhaupt mit dir retten? Ah ja, so. Gibt's was Neues? Nein. Nichts, was du nicht schon wüsstest, Bruder. Okay, ja, das ist der Umgängliche. Das ist der verbitterte alte Spießer Serpentes. Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Drecksack. Und das ist der Pyrokar, der ist auch nicht gerade sehr umgänglich, aber ja. So. Machen wir mal hier. Wie wär's mit ein bisschen Segen? Ich könnte gebrauchen. Möge Innos sein zwischen dir und dem Leid auf allen gottlosen Pfaden, die du beschreiten wirst. Gut, alles klar. Mit der Stimme vom Diego, aber wie wär's mit einem bisschen Segen? Einige Bürger von Korinis sind auf seltsame Weise verschwunden. Das ist mir bekannt und sehr bedauerlich. Jedoch haben wir uns mit den Magiern des Wassers darauf geeinigt, dass sie sich der Sache annehmen. Hier? Ah, die Feuermagier bedauern den Verlust der Bürger, jedoch sagen sie, dass sie die Aufgabe der Wassermagier im Kloster habe, hierbei keine Hilfe zu erwarten. Was ist denn das für ein Satz? Na egal, auf jeden Fall machen die Gleiches gilt nichts. für die Untersuchung der eigenartigen Erdbeben in der nordöstlichen Region von Korinis. Bisher ist mir nicht zu Ohren gekommen, dass unser Einschreiten vonnöten wäre. Also werden wir auch nichts in dieser Sache unternehmen. Ja, wenn wir, aber Kein Aber. Wir werden verfahren, wie wir es für richtig halten. ja, wenn man halt den Und ich ganzen hoffe, Tag, auch du wirst das respektieren. wenn man den ganzen Tag so beschäftigt ist, so heilig zu sein, dann geht es halt nicht, ne? ich komme aus dem alten Minental. Was hast du zu berichten? Der Feind hat sich dort formiert und wartet mit einer Armee von Orks und Drachen auf. Das ist uns schon von Milton mitgeteilt worden. Aber wie steht es um die Erzlieferung des Königs? Die Mine, die Garond im Tal ausheben lässt, wird den Bedarf des Königs nicht decken. Die Tage werden grauer und das Licht der Sonne immer schwächer. Ich bin von Männern in schwarzen Roben angegriffen worden. Ich weiß, das sind die Suchenden, Schergen der Unterwelt Beliars. Nimm dich vor ihnen in Acht. Sie werden versuchen, von dir Besitz zu ergreifen. Bist du erst einmal besessen, bist du nicht mehr du selbst. Dann kann dir nur noch hier im Kloster geholfen werden. Okay. Also sei vorsichtig. Hier, Stimmt. diese Rune wird dich direkt zum Kloster zurückbringen, wenn du unserer Hilfe bedarfst. Das ist Denk praktisch, daran, danke. wir müssen Widerstand leisten. Sonst sind wir alle dem Untergang geweiht. Aber stimmt, genau. Die Suchende können auch noch Besessen machen und dann braucht man hier Weihwasser oder so einen Trank aus dem Kloster und der kostet auch ordentlich. Das heißt, das kann schon ziemlich dire kommen. Ich Die bin Tränen gekommen, das Innos Auge sind das, Innos glaub an mich ich. zu nehmen. Ich sehe, du hast eine Ermächtigung von Lord Hagen persönlich erhalten, das Auge Innos zu tragen. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Wir sind einer heimtückischen List des Feindes zum Opfer gefallen. Das Auge Innos ist aus diesen heiligen Mauern gewaltsam entwendet worden. Ja, wie gesagt, ich glaube, dieser Austreibungstrank ist, glaube ich, die Tränen Innos, was dann die Besessenheit heilt. Wer hat das getan? Das Böse ist gerissen und wirkt meist im Verborgenen. Nur selten sieht man es ans Tageslicht kommen, um seine bösen Machenschaften zu verrichten. Doch in diesen Tagen ist das anders. Der Feind zeigt sich offen auf der Straße, in jedem Heim und auf jedem öffentlichen Platz. Das kann nur bedeuten, dass er keinen Gegner mehr fürchtet und vor nichts mehr zurückschrecken wird. Einer unserer treuesten Anhänger und Anwärter auf die hohe Robe der Feuermagier ist unerwartet und auf erschreckend bösartige Weise übergelaufen. Pedro, der Feind hat sich seiner bemächtigt und uns damit eine verheerende Niederlage zugefügt. Pedro hat sich gewaltsam Zugang zu unseren allerheiligsten Hallen verschafft und hat das Auge gestohlen. Ich fürchte, er war einfach zu lange alleine draußen vor den Toren und somit außerhalb der schützenden Klostermauern allen lauernden Gefahren ausgeliefert. Pedro war, glaube ich, der im Korinis war. Wohin ist der Dieb geflohen? Pedro schlug einige der anderen Novizen nieder,
Die versuchten ihn aufzuhalten und verschwand im Morgennebel. Viele Novizen sind ihm gefolgt, um das Auge unbeschadet wieder an seinen Platz zu bringen. Wenn du sie noch einholen willst, dann musst du dich beeilen, bevor Pedro für dich unerreichbar wird. Okay, na dann. Machen wir das doch, oder? So. Hier. Klasse. Hätte ich mir ja denken können. Ich bin zu spät gekommen. Die Hohlköpfe im Kloster haben sich das Auge von einem Novizen klauen lassen. Und ich kann dem Verräter Pedro jetzt hinterherrennen und hoffen, dass er es noch nicht an irgendwen verkauft hat. Na, spitze. Aber ich glaube, ich weiß, wo es so lang geht. So, aus Logikgründen machen wir das jetzt auch nicht, dass wir erst nochmal schlafen gehen und dann hinterher gehen. So, soll jo auch nicht jedem zugänglich sein, deswegen machen wir hier mal zu. Und Milty Boy, hast du jemanden gesehen? Ah ja. Weißt du, wo Pedro ist? Glaubst du, ich würde hier rumstehen, wenn ich wüsste, wo der Abtrünnige sich aufhält? Er muss für seine Taten bezahlen. Ich hoffe, es gelingt uns, das Auge zurückzuholen. Du musst uns helfen. Finde ihn und bring uns das Auge Innos zurück. Jo, Allah. Ja, im Kloster sind sie echt wohl viel zu sehr damit beschäftigt, heilig zu sein, als dass sie sich um solche Banalitäten wie Artefakte kümmern könnten, ne? Mann, sind das ein paar Gestalte hier. Okay, also hier läuft noch alles flüssig. Ich hoffe, das bleibt auch so ohne Lag hier. Jorgen. So. Wenn du ins Kloster willst, solltest du mit Milton reden. Er wird dir sicher weiterhelfen. Was meinst du? Lassen die mich da überhaupt rein? Vielleicht. Aber so wie du aussiehst, kann ich dich mir nur schwer in einer Novizenrobe vorstellen. Quatsch, kein Unfug. Novizenrobe. Ich brauch was zwischen die Kiemen, sonst beiß ich noch in die nächste Baumrinde. Ja, Reisende können wahrscheinlich nur bestimmt auch nur nach Zuflucht finden. So. Hast du einen Novizen vorbeikommen sehen? Ja klar, er ist da lang. Er ist von der Brücke ins Wasser gesprungen und geschwommen, als wenn ein Hai hinter ihm her wäre. Okay. Alles klar. Dann speichern wir doch gerade mal hier. Und springen doch Ammo rein und gucken wir, ob wir auch so schwimmen können, als ob ein Hai hinter uns her wäre. Ups. Ah, wenigstens ein gestorben. In die Richtung? Ja, ich weiß ja nicht. Das sieht ja nicht gerade sehr vertrauenserweckend aus. Nee, ich glaube, das war nicht so die cleverste Idee. Nee, ich glaube, das machen wir nicht. Vor allem machen wir das nicht im Dunkler. Es gibt auch einen Landweg, der etwas einfacher ist. So. Da kann er immer probieren, mit Milton zu sprechen. Und dann schauen wir mal. So. Ich hoffe, das hat sich jetzt mit dem Lag hier erledigt, nachdem ich jetzt einmal im Kloster drin war. Hoffen wir, dass das reicht. So, die Armbrust habe ich nach wie vor ausgerüstet, damit ich in der Dunkelheit wenigstens noch sehe, wenn sich mir ein Suchender nähert. Wir müssen sowieso der Spur aus tote Novize folgen. Alle paar Novize sind ja anscheinend hinterhergelatscht. Und die haben eine Spur hinterlassen. So. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir hier keinem Suchender in die Fänge geraten. So. So. Sehr schön. Dafür ist die Armbrust dann doch wieder ganz gut. So, zack und zack. Und weiter geht's. Ne? Lad doch die Armbrust richtig, Kerl. So. Okay, ich glaube hier der Weg müsste es gewesen sein. Okay, hier ist noch nix. Hier ist der Dragomir wieder. Vielleicht sind wir ja jetzt für der Herr geschickt genug. So. Na, wie sieht's aus, Kerl? Hier. Kannst du mir was beibringen? Wenn du zahlen kannst. Wie gesagt, ich bin zurzeit etwas mittellos. Wie viel verlangst du? 150 Goldstücke. Jo, Allah. Dann bitte. Hier hast du dein Gold. Gut. Von mir aus können wir sofort anfangen. Okay. Dann. Bring mir was bei. Achso, der kann nur Armbrust. Na gut. Na gut, dann halt nicht. So. Dann schauen wir uns doch nochmal hier in der Gegend um. Ich habe echt geglaubt, dass wir hier irgendwo
Ich glaube, da ist aber auch wieder ein Suchender. Abwarte. Habe ich doch gewusst. Manchmal sehe ich Gespenster, manchmal stimmt's aber auch, was ich da sehe. Und? Da ist er. Mindestens. Sterbenszeit, Scherge Belias. So. Und hoffentlich funktioniert es so. Okay, komm schon. Hopp, komm schon. Das musst du abkönnen. Hopp, 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 hopp. Komm schon, mach den Mistkerl fertig. Hör auf mit deinem Feuersturm. Schwein gehabt. Okay, Essenz der Heilung gibt's auch noch dazu. Nehmen wir doch gleich mal. So. Okay, gut, das war Schwein gehabt. Glück, dass die Typen 300 Gold wert sind. Ich glaube zumindest, das war hier... Naja, wir können ja nochmal gucken. Hier, Heilwurzeln nehmen wir doch gern mit. Eventuell kriege ich nochmal was, aber ich glaube es eher nicht. Nö. Okay, das war logisch. Das ist ja immer nur pro Tag ein Schrein. Okay. Dann müssen wir halt weiter in die Richtung gehen. Huch. Wer quäkt hier? Ah, ihr quäkt hier. Okay. Okay, war nur einer. Dann ist es ja noch machbar. So. Also ich glaube auf jeden Fall, es war der Weg zum Steinkreis, den wir da gehen müssen. Und dort sind dann, glaube ich, jede Menge Suchender. Blutfliege. So. Ach ja, ach ja, ach ja. Und nach der Quest könnte ich, glaube ich, mal auch wirklich anfangen, dass ich die Add-on-Sache mache. So, gehen wir hoch. Und schieß die Biester mal ab. So. Geht doch. Bevor ich hier noch totgepickt werde, das wäre schon ein ziemlich erbärmlicher Tod. Ja, er ist dem Novizen hinterhergerannt, aber er ist leider gestorben. Wie ist er denn gestorben? Von Scavengers totgepickt. Das ist schon erbärmlich. So. Dann hier lang. Wundert mich, dass ich die tote Novize hier noch nicht auf dem Weg finde. So. Okay. Bam, 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 bam. Landstreicher. Was bist denn du für einer? Jetzt bist du dran. Aber ich glaube, das ist ein freundlicher Landstreicher. Was soll das werden? Was meinst du? Du bist jetzt schon der Zweite, der hier vorbei hastet, als hätten ihn die Blutfliegen gestochen. So. Wer war der andere? Er sah aus wie einer dieser durchgeistigten Novizen aus dem Kloster da hinten. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber irgendwie sind die Burschen nicht ganz richtig in der Birne. Okay. Wo ist der andere hin? Er ist wie der Blitz den Weg da oben raufgerannt. Okay. Ich muss weiter. Hey, kein Problem. Gut. Danke, du freundlicher Hobo. So, dann können wir da lang. Ja, der ist beim Steinkreis. Da, wo wir schon Dragomirs Armbrust gefunden haben, können wir jetzt gerade nochmal hier latschen. Aber wenigstens haben wir den Weg jetzt so einigermaßen sauber gemacht. Und bei den Suchenden, die Gespräche anfangen, müssen wir halt echt aufpassen, weil dann kann es nämlich mal passieren, dass es heißt, du bist besessen. Und dann habe ich ein Problem, dann brauche ich nämlich diese Tränen Inners und die kosten mich dann, glaube ich, schon paar hundert Goldstücke. Und das ist auch so einer, der mir in ein Gespräch verwickelt. Der steht da, als wäre er ein Monolith, jetzt mal ohne Scheiß. Der steht da wie ein riesiger Stäbrocker. Wie so ein Obelisk. So. Okay, ich hoffe, ich bin nicht besessen jetzt, wenn der mich schwätzt. Wir wussten, dass du kommen wirst. Jo. Mein Meister wird triumphieren und die Herrschaft der Welt an sich reißen. Du törichter Narr, du hast nicht gewusst, mit wem du
jetzt meine Strafe. Ja, schauen wir mal. Ja, ein beklemmendes Gefühl befällt dich. Herzlichen Glückwunsch, ich bin Besesser. Das war irgendwie so logisch. Wenn ich besessen bin, ist an sich jetzt nicht so wild. Die Sache ist halt nur, wenn ich besessen bin, kann ich nicht schlafen, beziehungsweise keine Heilung durch Schlaf finden. Das ist halt das Problem. An der Scheiße. Sag mal. Jeder Schlag war jetzt ein Treffer von dem Mistkerl. Okay, wisst was? Wisst was? Wenn der Ufer spielt, dann können wir auch Ufer spielen. Wir haben bestimmt irgendeinen tollen Zauber noch hier parat, oder? Feuerregen kann man vergessen. Untote vernichten bringt, glaube ich, bei den Knaben nichts. Die gelten leider nicht als untot. Monster schrumpfen ist von Troll gedacht. Goblin-Skelett erschaffen. Skelett erschaffen. Unwetter. Probieren wir doch mal Unwetter aus. Da müssen wir mal in der Nähe von dem Hansel sein. So, probieren wir es einfach mal so aus. Vielleicht wird das sowas. Ja. Das schaden zumindest wohl, ne? Hey. Hör auf. So. Wir sollten zumindest mal Schaden zugefügt. So viel ist klar. Hey. Und der fügt... Der fügt echt mit jeder Wunde, die er macht, Schaden zu. Also mit jedem Zauber, den er da macht. Das ist ziemlich unfair. Das ist echt ziemlich unfair. An dem komme ich aber leider ach so nicht vorbei. Ich habe doch extra Eisblock gekauft. Wo ist das dann? Wo ist dann Eisblock? Ah, da ist er. Ich habe ja extra für so Gelegenheit den Zauber gekauft. So. Weil es einfach scheiße nützlich ist. So. Kann ich den Hansel nämlich der ganze Weg entlang prügeln. Ich hoffe, ein paar Crits sind jetzt auch noch dabei. Dass ich dem hier richtig die Klabusterberle aus der Pampas raushauen kann. So, das hält die ein bisschen mehr auf, als wenn ich sie links und rechts klopp. Aha, jetzt trifft nämlich, ups, plötzlich nicht mehr jeder Zauber, nur jeder Zwetter. So. Okay. Ja, dann tanze ich jetzt hier den ganzen Weg runter. Na, Allah. Und besessen bin ich auch nicht von einem Blödmann. Ammo getroffen nur, das kann ich noch irgendwie ab. Dann kann ich mich nämlich gleich mit dem Trank, den er mir gegeben hat, heilen. Sehr schön. Achso, wen hat er dann hier niedergestreckt? Der Wegelagerer, der Gute. Ah. Der wollte wahrscheinlich hier die Brückezoll nicht bezahlen. Vielleicht hilft der Tod, dein dummes Geschwätz zu unterbinden. Und... So, du auch noch? Ey. Nicht so, nicht so. Dann du noch. Zack, 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 zack. Ah, da drüben ist auch noch das zweite Rudel. Die mache ich jetzt aber mit meiner getreuen Armbrust platt. Weil Armbrust braucht nur einen Schuss merkwürdigerweise, um zu töten. So. Und weiter geht's. So allmählich wird es auch wieder hell. Also 5 Minuten mache ich jetzt noch. Ich meine, das ist ja jetzt auch nur der Weg durch die Wildnis. Die 5 Minuten nehme ich mal noch. Ah, ab hier fangen die tote Novize an. Okay. Ich habe gedacht, das wäre schon ab der tote Harpie so. Toter Novize. Ja, viel hat er nicht bei sich. Wir können jetzt auch nochmal hier speichern. Herr Inos. Ah, du bist verseucht. Glückwunsch. So. Das können wir dann später machen. Ich glaube, die Quest kriegen wir dann auch noch im Kloster von dem Ulta. Also von dem etwas kühlere Typ. Von dem, der einigermaßen cool drauf ist vom Hoherat. Und nicht von dem alten Serpentes. Den kann ich echt nicht ausstehen. Das ist so ein ekliger, scheinheiliger, selbstherrlicher, alter, verbitterter Spießertyp. So Leute kann ich überhaupt nicht ausstehen. Und der ist auch als ziemlicher Unsympath konzipiert. So. So, allmählich wird es auch wieder ein bisschen heller hier im Khorinis. Ich glaube, viel mehr
Suchende kommen nämlich. Der Löwedeel von Suchende dürfte dann bei dem Stellkreis sein, wo dann das Auge Innos hier gebraucht worden ist. Varan. Okay. Mit euch lege ich mich vielleicht auch noch ein bisschen an. Komm her. Komm her. Komm her, Varan. So. Das letzte Mal, als ich da war, habe ich die Viecher noch nicht gekillt. Wird Zeit, die auszuräuchern. Komm her. Ja, der andere Scheiß Varan sollte lieber nicht dazu kommen. Ich könnte ihn zwar vertragen noch, aber es muss nicht sein, wenn es vermeiden lässt, muss es nicht sein. Ja, er wird wieder auf uns aufmerksam. Alter, wie viel stecken dann diese scheiß Drecksbiester ein? Komm schon. Mann, oh Meter. Komm schon. Du dummes Mistvieh. So. Also das stört mich immens, wie viel diese Scheißviecher hier aushalten. So, können wir uns gleich mal 2 Tränke wieder reinpetzen. Alter Falter. Okay, da geht's aber weiter von unserer Spur her. Nochmal tote Novize. Ja, der muss ziemlich stark gewesen sein, wenn er seinen Verfolger hier einfach so abmurksen konnte. Also stärker als ein normaler Novize ist der mit Sicherheit. So. Dieser tolle Pedro. Da haben wir noch ein bisschen Heilsalat. Aber ich glaube, beim schwarzen Troll lege ich mein Cut-Ei. Weil das ist jetzt einfach wirklich nur Verfolgung hier. Großartig schwierig ist es jetzt nicht, aber es ist halt vom Weg her ziemlich lang. 2 Lurker haben wir noch auf dem Weg. Ja, dass 3 Lurker eigentlich gut umbringen können, haben wir ja schon im Minetal gesehen vor ein paar Episoden. So. Und dass man Lurker... Ach, da ist ja noch ein dritter. Dass man Lurker hier kriegen kann, ohne dass man Schade zugefügt kriegt, haben wir ja auch gesehen. Ah, das war der vor der Mine hier war. Okay, alles klar. In der Mine waren, glaube ich, Untote, mit denen sollte ich mich besser noch nicht anlegen, glaube ich. So, jetzt mache ich einfach mal den Trank hier weg, fertig. Irgendwie muss es ja auch mal benutzt werden. So, jetzt haben wir schon 5:27 Uhr. Heieiei. Sind aber auch fleißig, ne? So. Du frisst, glaube ich, der Lurker an tote Novize rum. Willst du das wohl sein lassen? Die arme Sau hier noch zu fressen. So. Ja, mit Lurker komme ich mittlerweile relativ gut klar. So. Aber bestatte kann ich dich leider auch nicht. Aber dein Kadaver verschwindet ja glücklicherweise, nachdem ich dich bestohlen habe. Insofern, das passt schon, ne? Ist das, was in der Bestattung hier am ähnlichsten kommt. So, 3 Lernpunkte haben wir aber noch lose im Sack. Da können wir noch was Nützliches lernen. Hier. Hast du einen Novizen hier vorbeikommen sehen? Hier sind eine Menge merkwürdiger Gestalten vorbeigekommen heute. So auch die beiden Geigen da oben bei dem Felsbogen. Vorhin war auch noch ein Novize der Feuermagier bei ihnen. Okay. Gut. Bring mir das Jagen bei. Du kannst schon alles, was ich dir beibringen könnte. Okay. Okay. Hätte ja sein können. Ja, ansonsten, die Sache, liebe Leute. Wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Und ich probiere einfach mal was beim schwarzen Troll, wenn wir schon da sind. Also seid mal gespannt. Es bleibt wie immer spannend hier. Und wir sehen uns morgen wieder. Machen's gut bis dahin. Iron Yankee.